alles auf die Deckung von Paulo Alejandro Sanchez. Ja, da war so eine Situation, da war die Lücke da. Und es war deutlich zu sehen. Ahmed Kotiev hat direkt probiert, die Rechte reinzubringen, aber Alejandro Sanchez ist da ein bisschen falsch nach vorne gefallen, zumindest falsch für die Rechte von Kotiev. Bei ihm Juan Carlos Pradero, der Cheftrainer des Herausforderers. Metiendo la derecha en punta, yendo para atrás. Nos equivocamos cuando agarramos adelante. Sigamos que él nos venga a buscar y dale que contragolpea fuerte de mano derecha. Si podés, cuando mandás a la derecha, tú dale. Du musst ein bisschen mehr vorne haben, den Körper. Da kommt der linke Haken besser. Du bist schon aufrecht gewesen. Ne? Besser zu verstehen, die Anweisung von Fritz Dunek. Das ist gut, ne? Du musst deine Rechte schön blocken und dann sofort antworten. Und dazu musst du vorne stehen, ne? Nicht so aufrecht. Dann kannst du sofort mit dem linken Haken antworten. Seconds out, Ringfreirunde 2. Der Mann sieht aus, als ob er auch schon mal geboxt hat. René Weller, ehemaliger Europameister. Anweisung von Fritz Dunek wird sofort umgesetzt von Ahmed Kotiev. Steht etwas gebückter, steht professioneller. André van Grotenbroel, der Ringrichter. Hält die Handschuhe gut, Ahmed Kotiev. Kommt wenig durch, er blockt die meisten Schläge von Alejandro Sanchez gut ab. Wieder der Weg für die Rechte von Kotiev etwas zu lang. Zweimal, dreimal gut mit der Rechten im Ziel. Alejandro Sanchez wird etwas aktiver. Da war die Rechte als Konterschlag. Noch nicht voll im Ziel, aber so ist es geplant. Und ab und zu dann auch noch mal den Aufwärtshaken bringen. Immer dann, wenn Sanchez so nach vorne fällt. Dann soll der rechte Aufwärtshaken von Kotiev kommen. Gute zweite Runde und bislang macht auch Paulo Alejandro Sanchez das, was man von einem Herausforderer erwarten muss. Er geht nach vorne. Aber sonst läuft es sehr gut, ne?
Ja? Läuft gut jetzt. Jetzt kommt die Schlagan mit. Als Aufwärtshaken hast du den perfekt. Wenn du vorher noch ein bisschen mit dem Körper kommst, auch wunderbar rein. Ja? So, Nochmal, da war sie, die rechte. Als Cross geschlagen, abgewartet auf die erste Aktion von Sanchez und dann direkt den Konter gesetzt. Wirklich so konzentriert arbeiten. Schön immer wieder hoch, aber aufpassen, den Mann in die Mitte mitzulassen. Das waren die guten Treffer auch von Alejandro Sanchez. Seconds out. Ringfreirunde 3. Also mit Sicherheit der Mann, der 25-Jährige aus Argentinien. Nicht ungefährlich. Wenn man an Argentinien denkt, dann denkt man unweigerlich an Buenos Aires. Aber um eine Vorstellung zu bekommen, wie groß dieses Land ist. Paulo Alejandro Sanchez kommt aus Playa Vinco und das ist nur ca. 1300 Kilometer von Buenos Aires entfernt. Box. Lässt sich in die Defensive drängen, Ahmed Kotev, um genau so zu kommen mit der rechten und gerade hier mit dem linken Haken. Aber läuft natürlich immer selbst auch Gefahr, da unnötige Treffer hinnehmen zu müssen. Der Mann aus Argentinien schlägt sehr viel. Kotev wartet, er fintiert, aber er steht nicht immer richtig, um die Rechte ins Ziel zu bringen. Steht ein bisschen zu versetzt, müsste weiter links rüber gehen. Gute Runde, ein relativ schnell geführter Kampf, auch für diese Gewichtsklasse. Sehr hohes Tempo. Du musst aufpassen, dass du ihn jetzt abkommst. Er stürzt schon manchmal rein. Ne? Du kannst ein bisschen zurückgehen und dann kannst du mit rechten Aufwärtshaken Konter machen. Oder auch links Aufwärtshaken, war einmal sehr gut. Ne? Du musst rechts rübergehen und dann den rechten Cross konter. Die rechte soll mehr kommen, sagt Fritz Dunek. Die Boxer in der Ecke haben natürlich keinen Blick für die Nummern-Girls. Sollten sie zumindest nicht haben. Kampf, er kommt, du musst zweimal auch mal stehen bleiben, was sie geübt haben. Weißt du, rausdrehen und deine Aufwärtshaken schlagen, weißt du? Aber aufpassen auf den Kopf. Ne? Seconds out. Ringfreirunde 4. Seconds out. Da war die rechte. So muss sie kommen, ein bisschen häufiger noch. Die rechte für diesen Gegner wahrscheinlich die perfekte Waffe. Steht ein wichtiger Termin für Ahmed Kotev ins Haus, und zwar wahrscheinlich im August. Da wird er heiraten. Seine Freundin Raisa
Das hat er ihr versprochen, als er um die Weltmeisterschaft boxen durfte. Und da laufen die Planungen jetzt schon auf Hochtouren. Da soll eine Maschine gechartert werden, denn er will unbedingt in seiner Heimat in Gushien heiraten. Box. Da war die rechte wieder. In der Halbdistanz, da hat Paulo Alejandro Sanchez bislang seine besten Szenen. Stopp. Besser. Box. Sofort die Entschuldigung des Argentiniers. Box. Nochmal. Die besten Treffer von Sanchez gerade. Er wartet auf die rechte. Man kann es förmlich spüren. Die will er bringen. Alles andere halb so wichtig. Und jetzt hat er sie zweimal gut ins Ziel gebracht. Ein drittes Mal. Schwere Treffer jetzt von Ahmed Kotiev. Come on. Kotiev macht häufig den vermeintlichen Fehler, dass er in die Schlaghand von Sanchez läuft. Aber dieses Risiko muss er eingehen, wenn er selbst seine Rechte ins Ziel bringen will. Eine gute Runde. So, meine Damen und Herren, jetzt Weltmeister. darf ich unsere Nummerngirls vorstellen. Das ist Eike. Hier nochmal die rechte an die Schläfe. So, Den linken Haken zur Vorbereitung. Und nochmal die rechte. Außer du stehst vorne, einen linken Aufwärtshaken. Und im Hintergrund hört man Fritz Dunek, den linken Aufwärtshaken. Und dann Den möchte der Trainer sehen. Die rechte leider vorbei. Rechts an und linken starken Haken. 2, ja? Dann ist es wird dran. Aber nichts. Seconds out. Ringfreirunde 5. Lebte ja die letzten Jahre direkt über dem Boxgym. Und jetzt hat ihm Fritz Dunek eine eigene Wohnung gesucht. Als Weltmeister soll er da etwas standesgemäßer leben. Und wie lange wird Paulo Alejandro Sanchez diese Rechte noch schlucken können? Man darf ein Fragezeichen hinter die Kondition stellen bei dem Argentinier, denn sogar sein Trainer Santos Nicolini hat gesagt, also wir müssen versuchen, bis zur 10. Runde eine Entscheidung herbeizuführen, sonst wird es eng.
Er wird noch einmal forsch, der Argentinier, aber musste sich wieder die Rechte da einschenken lassen. Für ihre Nehmerfähigkeiten sind die argentinischen Profiboxer ja bekannt. Stop! Jorge Castro, ehemaliger Weltmeister im Mittelgewicht. Übrigens ein Vorbild von Paulo Alejandro Sanchez. Und es gibt noch ein weiteres Vorbild, Victor Galíndez, ehemaliger Weltmeister im Halbschwergewicht. Und da gleichen sie sich, denn Darius Michalczewski, auch ein Vorbild für Ahmed Kotiev. Time! Unser zweites Nummern-Girl auf den schönen Namen Sandra. Bien este round, bien. Pero tenés que esa mano derecha, tenés que tirarla con fuerza. Er schaut zumindest zuversichtlich, was immer sein Trainer ihm da auch sagt. Con fuerza la mano derecha. Muss auf die Rechte aufpassen. Quede quieto. Izquierda, 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 derecha fuerte, en punta. Y mover la cabeza, no te quedes y no te pongas mucho el Schöner porque tenés Körpertreffer, cuidado con aber la da sind beide auch mit den Köpfen zusammengeprallt. Und das Ergebnis sieht man hier. Wird bearbeitet von Wegen Auge bist du wegen. Er will Michael Timm. Runde 6. Er soll nicht schnauben, sagt Fritz Dunek. Das könnte bedeuten, irgendwas ist mit der Nase nicht in Ordnung. Sechste Runde. Sanchez lässt die linke jetzt ganz tief hängen. Er will Ahmed Kotiev locken. Der soll die rechte probieren. Und dann wird ein Konter kommen. Sehr offensichtlich, was er da vorhat. Wirkt alles sehr mechanisch beim Herausforderer, nicht so flüssig wie beim Weltmeister. Er braucht Ruhepausen, Paulo Alejandro Sanchez, und die gönnt er sich da jetzt am Ringseil. Kann ein bisschen verschnaufen, muss nicht so viel laufen. Und da war er mit der linken im Ziel. Kotiev, er lässt ihn sich müde schlagen. Da geht viel in die Luft, da geht viel auf die Deckung, aber
Das hinterlässt nichts Wirkung beim Weltmeister. Und immer wieder dieser Versuch, die Rechte ins Ziel zu bringen. Zwischendurch könnte man sich wünschen, er würde ein bisschen mehr auch mal mit der Führungshand tun, der Weltmeister Ahmed Kotiev. Die Runde war nicht gut. Wenn du ihn hast am Seil, dann gehst du oben, täuscht einmal den linken Haken vom Körper. Die Runde war nicht gut, findet Trainer Fritz Dunek. Zu viel der Rückwärtsgang, zu wenig eigene Konteraktion. Alles verloren, da musst du aufpassen. Das darf nicht passieren. Die Leute werden Nicht schnauben, Ahmed. Nicht schnauben, Ahmed. Nach wie vor nicht schnauben. Ganz vorsichtig geht Fritz Dunek an die Nase. Und da Darius Michalczewski und Artur Grigorjan, die beiden haben ja auch gute Erfahrungen mit argentinischen Gegnern gemacht. Michalczewski wurde Weltmeister im Cruisergewicht gegen Nestor Giovannini. Und Artur Grigorjan verteidigte seinen Titel erfolgreich gegen Raul Horacio Balbi. Ein Lächeln von Sanchez, als wollte er sagen, du kannst mir gar nicht gefährlich werden mit deiner Rechten. Stop. Weg. Da war die Rechte. Und sie war schwer im Ziel bei Paulo Alejandro Sanchez. Er wird angezählt. Er steht wieder. 1 bis 8 weiterzählen der Ringrichter und gibt den Kampf nochmal frei. Und jetzt kommt er, der Weltmeister. Jetzt will er natürlich den K.O. Keine Frage. Er wackelt noch. Paulo Alejandro noch nicht wieder ganz klar. 1 Minute noch knapp. Die linke wieder und die rechte noch einmal. Come on. Come on. In solchen Situationen müsste der Aufwärtshaken kommen. Stop. Und selbst muss Kotiev auch die Deckung geschlossen halten. Darf er jetzt nicht leichtsinnig werden. Die beste Runde, die klarste für Ahmed Kotiev. Klare Sache durch den Niederschlag, eine 10:8 Runde für ihn. Te la comés por vos, porque vas todo desmantelado. ¿Qué querés filmar? ¿La película La historia del guapo Nogero? ¿Por qué no das bola? ¿Por qué no me das bola, Pablo? ¿Por qué no me das bola? Auf jeden Fall ruhige Anweisung an Sanchez und da war die rechte nochmal drin. Und dann kommt auch linker Haken. Soll ein bisschen anders stehen zum Gegner, den linken Haken ebenfalls
mit ins Ziel Sonst bringen. alles okay, du machst es gut. Auch dein Jab kommt ganz perfekt. Nimm mal mit Jab an. Second out. Haken jetzt, ne? Ringfreirunde 8. Seconds out. Auf die verlängerte Schläfe sozusagen bei Paulo Alejandro Sanchez, ein bisschen auf den Backenknochen. Und du machst das ganz gut, sagt Fritz Dunek. Das ist natürlich beinahe eine Untertreibung. Die letzte Runde also.